Hallo miteinander. Hallo zusammen. Herzlich willkommen in der neuen Woche. Mich beißt es gerade an der Nase. So. Denkt jemand an dich? Ja, nein, das ist sicher wegen dem Schnee draussen. Aha. Ja, bei uns schneit es. Es ist jetzt der 6. Dezember, respektive für euch ist der 6. Dezember, für uns ist es noch ein bisschen früher. Und weil das der 6. Dezember ja so ein bisschen der Samichlaustag ist und wir euch wettet in ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung bringen, genau, zeigen wir euch jetzt, wie wir unseren Balkon mit unserer Weihnachtsbeleuchtung bestücken und dann... Die wird dann am 1. Dezember, kann man nur noch das Knöpfchen drücken und dann leuchtet es. Genau. Das wäre das Ziel. Das ist für mich immer sehr wichtig. Ich finde Weihnachtsbeleuchtungen super lässig, auch wenn es mich immer ein bisschen angurkt, um die aufzumachen und wieder abzuräumen. Aber wenn es dann mal leuchtet, dann ist es halt schon noch schön. Haben alle Freude. Ist also schon kalt? Es sieht jetzt wieder so aus, als würde immer sie das machen, aber das ist also nicht immer so. He? Das ist jetzt heute eine Wir Ausnahme. uns jedes Jahr abwechseln. Genau. Boah, Scheisse, meine Hände. Hey. Ja. Winter, dann noch diese Kabelung. Hier hinten. So, Deckel zu und dann ist das super dicht. Wie es aussieht im leuchtenden Zustand, das zeigen wir euch später, weil zuerst muss es ja dunkel werden. Und jetzt geht Fabian noch ein bisschen in die Küche. Hallo, jetzt geht's los. Jetzt tue ich noch 2 Sorten Guetzli backen. Und zwar einerseits Zimtsterne und Vanilleguetzli, also Vanillebiskuit mit ganz speziellem Material, sprich Werkzeug. Ja, und was natürlich dazu gehört, Kochschürze. Meine Kochschürze. Die habe ich übrigens schon seit ich 16 bin, also schon über 20 Jahre. Und was auch nicht fehlen darf natürlich, damit man ein bisschen die Weihnachtsstimmung kann geniessen und mitleben, die passende Musik dazu. Schwerste Arbeit. Das ist mein Werkzeug. Oh, da ist noch Bedienungsanleitung drin. Gut.
Die Plätzchen vom Blech wegnehmen muss immer ganz schnell passieren. Weil, wenn man zu lange wartet, ist mir auch schon passiert, dann kleben die so fest am Blech und man kann es fast nicht wegbringen, ohne dass es nicht verbröckelt. Weil man sieht, die sind ganz dünn. Jetzt kommt der zweite Teig, der Zimtsternli-Teig. So, meine Zimtsternli sind fertig bestrichen. Jetzt gehen sie für 3 Minuten in den Ofen. Und dann bin ich fertig. Fix und fertig. Ofen Mitte. So. Die erste Ration, meine Vanillebiskuit, die hervorragend sind zu einem Kaffee, sind fertig. Ihr seht es hier. Also der Besuch, der kann kommen zu Kaffee und Gutzli. Weil es jetzt ja für aussen schon dunkel ist, können wir jetzt euch endlich auch die Weihnachtsbeleuchtung zeigen. Und dann wünschen wir euch eine ganz schöne Woche, geniessen die Adventszeit und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.